Herzlich willkommen zum letzten Teil, Entfesseltes Evangelium, Teil 4. Ich weiss nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist wie mir. Vermutlich ja nicht. Ich bin zwar im Entscheid, dass die Serie angesetzt wird, mit Beteiligung gewesen. Und doch, als ich dann hätte sollen, den Teil 2 für GVC Zürich-Oberland vorbereiten, habe ich gefunden, ich bin überhaupt nicht in dem Thema drin. Also, mich beschäftigt jedes Thema, einfach das nicht. Und ich habe dem Joni Schneider angerufen, dem Pastor Zürich-Oberland, und gesagt, du kannst etwas anderes predigen. Könnt ihr immer raten, was er gesagt hat? Er hat mich mit eigenen Worten geschlagen und gesagt, Hannes, wir sind in einer Serie und du sagst immer, wenn wir in einer Serie sind, sind wir in einer Serie. Okay, also habe ich mich gezwungenermassen bin ich eingetaucht in das Thema Evangelium teilen. Und das soll ich euch sagen, es hat mir wahnsinnig gut getan. Ich glaube, allen Langzeitchristen, oder, tut das wahnsinnig gut. Wenn man sich vielleicht sogar überwindet, in das Thema einzugehen. Weil es ist klar, die Statistik ist logisch. Je länger dass du im Glauben stehst, je weniger hast du Einfluss auf andere Menschen mit dem Evangelium. Und das muss nicht so sein. Ich als Profi-Christ bin vielleicht noch nicht mehr da. Ja, genau. So habe ich mich dem Thema gestellt und habe in der letzten Woche einen neuen Schritt gemacht. Oder mindestens Schritt auch vorgenommen. Ich möchte euch mitnehmen in meine Gedanken und in meine Wege, wo ich in den letzten 4 Wochen gegangen bin. Natürlich ist mir zuerst meine Anfänge in den Sinn gekommen. So mit 22,5 zum Glauben gekommen. Und kaum hat man gemerkt, dass ich jetzt mit Jesus lebe, hat man mich auf die Straße geschleicht zum Singen. Du hast einfach in der GVC, oder? Du hast müssen. Du hast will oder nicht. Und der Mann, der dort noch war, der hat eine Flanellwand rausgenommen und ein Feuerchen, die Hölle, dann ein Leiterchen und oben den Himmel. Leider hat es keine Falltüre für mich, weil an dem Samstag, am einen von diesen Samstagen, ich glaube, es war 2 oder 3 war, ist mein Erstjahrsstift vorbeigelaufen und der Generalagent der Versicherung. Also, dann am Montag von zuoberst runter und von unten hoch hat es jeder gewusst, dass ich auf der Straße raus bin und über Himmel und Hölle singe. Das war nicht sehr erhebend. Dann, als der Strassensinger vorbei war, ist das Flyerchen gekommen. Auch das habe ich nicht wahnsinnig gern gemacht, weil wenn ich Merkgasse abgelaufen bin, habe ich es nicht gern gehabt, wenn man mir einen Flyer in die Hand drückt. Also habe ich etwa so die Hälfte, ganz ehrlich, manchmal 2/3 voran entsorgt im Papierkorb. Da bin ich einfach schneller fertig gewesen. Und ja, nur ich, die anderen haben das alle nicht so gemacht. Natürlich, mindestens habe ich es nicht gesehen. Ich habe meine Pflicht da und anhofft Frust erlebt. Ich bin froh, teilen wir heute das Evangelium anders, aber wie denn? Zeugen Sie, was denn sonst? Wenn ich über das Evangelium teilen nachgedacht habe, dann sind mir plötzlich mögliche Fragen vom Gegenüber in den Sinn gekommen, oder von dem, wo ich mit ihm über das Evangelium reden. So Fragen, die kommen dann an mich, oder? Warum lässt Gott das zu? Ja, und wie war das mit den Kreuzrittern, oder? Wie ist das mit den Kirchen und Missbrauch? Ständig kommt da wieder etwas. Dann kommt noch so das Thema Sex von der Ehe, Homosexualität. Wenn es hochkommt, kommt noch, müssen wir den 10. abgeben in der Kirche. Und ich begreife, dass die einen von uns sind nicht sprachfähig zu diesen Fragen, oder? Und darum denke ich, es lieber nichts sagen, dann kommen die Fragen nicht. Und mir geht es anders. Teilweise wäre ich sprachfähig, aber ich habe null Bock, auf die Fragen zu beantworten. Null Bock. Ehrlich, die Diskussionen, puh. Also stehen wir in der Gefahr zu schweigen. Es ist mir neu bewusst worden, eigentlich habe ich es ja gewusst. Alles, was ich heute sage, habe ich gewusst, aber manchmal muss ich es führen holen. Neu bewusst worden, dass Gott weder Verteidiger noch Staatsanwalt braucht. Und ein Bibelwort, das da ganz zentral ist, wenn wir jetzt miteinander ein bisschen genauer anschauen. 1. Johannes Kapitel 1, geht aber Vers 1. So der Anfang vom Brief, wo Johannes an die Gemeinde schreibt. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort
des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ein kleiner langer Text, wir werden vor allem den ersten Teil miteinander anschauen. Johannes schreibt, wir haben es gehört. Die ersten Jünger haben es gehört. Johannes hat es gehört. Ich habe mir überlegt, habe ich es auch gehört? Ja, ich habe es gehört, das Evangelium. Ich habe gehört, das Wort vom Frieden. Und zwar habe ich es gehört von meinem Bruder. Ich habe mir überlegt, was wäre gewesen, wenn mein Bruder nicht so ein Ekel gewesen wäre seinerzeit. So habe ich es empfunden. Jeden Sonntag hat er angerufen. Bis ich gesagt habe, jetzt gehe ich mal mit, dann hat die arme Seele eine Ruhe. Er hat wirklich nachher Ruhe gehabt. Wer hat mir es erzählt, wenn nicht er? Und ich möchte dich jetzt fragen, als allererst, wer hat es dir erzählt, dass du da bist? Wer hat dir das Evangelium erzählt? Hast du ihm schon mal Danke gesagt? Wo wärst du heute, wenn die Person das nicht gemacht hat? Natürlich, du kannst sagen, ja, weißt, Gott hat einen anderen Weg gehabt. Ja, logisch. Gute Ausrede, oder? Wenn es nachher um uns geht. Aber wer hat dieses Evangelium erzählt? Wer hat so viel Mut gehabt? Wer hat sich rausgewagt? Wem ist es so wichtig gewesen und brennt auf seinem Herz, dass es dir erzählt hat? Hast du den Namen? Dankbarkeit für die Person oder den Personenkreis ist der Ausgangspunkt in dem Brief hinein. Zweitens, mit eigenen Augen gesehen. Natürlich, die Jünger haben es mit eigenen Augen gesehen, aber ich habe es auch mit eigenen Augen gesehen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sich Menschenleben verändert in den letzten über 40 Jahren. Ich habe mit eigenen Augen miterlebt. Und wenn ich da heute Morgen den Parkarena Runde herumschaue, sehe ich so viele Menschen, die ich erlebt habe, voran und nachher. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie sich Menschenleben verändert. Hast du es auch mit eigenen Augen gesehen, wie sich Menschenleben verändern? Kannst du auch sagen, ja, ich habe es gesehen im Leben von anderen Menschen, dass sich etwas verändert, wenn Menschen mit Christus unterwegs sind. Vielleicht geht es dir aber so, wenn du aufs Areal kommst, oder? Und du siehst, was alles geworden ist da. Dann sind das ganz viele Wunder. Über all die 31 Jahre von der Quellenhof-Stiftung. Und wenn ich Führungen mache durch die Quellenhof-Stiftung, durch das Town Village, dann wird mir immer bewusst, wie viele Wunder. So kannst du auch sagen, ich sehe es jeden Sonntag, wenn ich in den Gottesdienst komme. Aber du kannst es jeden Sonntag sehen an Menschen, die da sitzen. Rede mal mit ihnen. Und wenn du keine Menschen kennst, die sich das Leben verändert haben, sprich sie an, draussen im Foyer. Vielleicht sagt dann jemand, ja, hat sich nichts verändert. Okay, gehst zum Nächsten. Das nächste in dem Text heisst, mit unseren Händen berührt. Ich habe es berührt, das Wort vom Leben. Ich habe es im eigenen Herz gefühlt. Und ich habe es berührt durch Veränderungen in meinem Leben. Von der Ehe über Depression, über Tragfähigkeit, die schwierigen Momente und ganz viele andere Sachen. Ich habe es angelangt. Ich habe es berührt. Hast es du auch angelangt? Hast es du auch berührt? Was ist in deinem Leben schon geschehen? Vielleicht bist du gerade nicht so top drauf heute, nicht in der besten Situation, aber vielleicht erinnerst du dich daran, was schon passiert ist in deinem Leben. Hast du es berührt? Hast du es erfahren? Wenn ja, wie denn? Möchte ich heute Morgen bitten, dass du nächste Woche deine Kurzgeschichte oder Kurzgeschichten mit Jesus aufschreibst und dir überlegst, wie bist du Jesus begegnet? Wie ist das gegangen? Was hat sich durch die
Begegnung verändert in deinem Leben? Erzähl sie in deiner Small Group oder deiner Frau, der Mann, deiner Freundin, dem Freund, der schon Christ ist, deinen Kind, um das ein bisschen zu trainieren. Und überleg dir, versteht man das, wenn ich es aufgeschrieben habe? Oder ist das so im Land Kanaan, was ich da erzähle, dass gar niemand verstehen kann? Es hilft enorm, wenn man es vorgängig sich überlegt, dann möglichst sogar aufschreibt. Denn es geht darum, parat zu sein. Parat zu sein zur richtigen Zeit. Parat zu sein für das, was im 1. Petrus 3,15 steht, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Bis jede Zeit parat. Wenn jemand dich fragt, wenn eine Gelegenheit sich auftut, dass du Rechenschaft geben kannst über die Hoffnung, die dir inne wohnt. Ich habe einen neuen Entscheid gefällt. Ich will ein Zeuge sein für das, was ich gesehen habe, für das, was ich gehört habe und das, was ich berührt habe. Nicht mehr und nicht weniger als ein Zeuge zu sein. Letzte Woche haben Erika und ich gerade so eine Gelegenheit gehabt, ein Zeuge zu sein von dem. Und ich kann dir sagen, es hat wahnsinnig Spass gemacht. Es hat Freude gemacht. Wir sind heim und gesagt, hey, es war so cool heute. Völlig entspannt. Nicht fragen, nicht irgendetwas. Nicht müssen irgendetwas beweisen und machen und tun, sondern einfach ganz erzählen, was in unserem Leben geschehen ist. Was ist die Motivation von uns dazu? Römerbrief steht die Motivation, wie es der Paulus beschreibt. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen die Menschen in dieser schwierigen Situation, die wir leben, jetzt in dieser Unsicherheit, in dieser Erschütterung hinein, wie sollen sie Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben können? Wie sollen sie zum Glauben finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Wie? Wie denn? Natürlich, Gott schafft manchmal durch Träume, von Moslems gehört man und so weiter. Aber in den allermeisten Fällen macht es durch dich und durch mich. Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wie können sie hören von dem Gott? Wie können sie zu ihm beten? Wie können sie in Kontakt treten, wenn ihnen niemand die Botschaft verkündet? In einer nachchristlichen Schweiz. Ich habe es von jemandem gehört. Darum kann ich es nicht mehr für mich behalten. Wie egoistisch ist das denn? Wenn ich es von jemandem gehört habe, aber jemandem anderen weiter sagen? Nein, lieber nicht. Ich will weder Verteidiger noch Ankläger sein. Ich will weder Prediger noch Zutexter sein bei den Menschen, sondern einfach mein Zeugnis geben. Und das langt. Wenn dann dein Zeugnis angekommen ist, kannst du immer noch auf Fragen eingehen. Aber zuerst sind nicht die Fragen wichtig zu beantworten, nicht zu diskutieren wichtig, sondern kannst sagen, weisst du was, deine Fragen sind wichtig, aber darf ich dir erzählen zuerst, was das Evangelium mit mir gemacht hat. Und wenn dann noch Fragen sind, kann ich versuchen, die Fragen, die ich weiss, zu beantworten. Aber ich sage dir jetzt schon, ich weiss nicht alle. Weil wenn am Anfang die Fragen kommen, ist das in der Regel einfach so Abwehrfragen. Und ja, aber da mit der katholischen Kirche, ja und Zeb, ja und dieses, ja und jenes, und Zeb, und Zeb. Und dann kommst du ins Diskutieren hier und es nützt gar nichts. Aber wenn du kannst sagen, weisst du was, deine Fragen sind wichtig, aber ich möchte dir zuerst sagen, was in meinem Leben sich verändert hat. Weil ich habe auch offene Fragen. Ich weiss auch nicht alles und ich weiss wirklich nicht alles. Und wenn dann noch Fragen da sind, dann versuche ich die ich weiss, zu beantworten. Ich war einmal Skiverkäufer, also Sportverkäufer, oder? Ich habe
blendende Umsätze gemacht. Viel mehr als alle anderen. Und ich habe das nie gelernt. Ich bin ein absoluter Laie gewesen, oder? Die anderen, die haben genau gewusst, wie die Ski aufgebaut sind. Der Ski so aufgebaut, der Ski so viel weiss ich was, so viel weiss ich was. Und wenn ein Kunde kam, oder, dann haben sie alles erklärt von der Ski, was sie alles wissen, oder? Und der Kunde hat damit grosse Augen gehabt. Und meistens hat der Kunde gesagt, wenn das so kompliziert ist, muss ich mir schon noch ein bisschen überlegen. Und ist wieder gegangen. Vermutlich ist er dann die Firma Kia noch nebenzu und Ski kaufen. Vielleicht eine Woche später. Ja, und dann war noch etwas. Sie hatten Angst gehabt, zum Schluss zu sagen, welchen wollen Sie jetzt? Vor dem Verkauf, Abschluss, oder? Die Angst vor dem Abschluss, die Angst vor dem Nein, oder? Und ich hatte es ganz einfach gehabt. Ich habe fast nichts gewusst über Ski. Ich habe 2, 3 Ski, Maximum 3, zum Gestell ausgenommen und gesagt, für Sie könnte ich mir das vorstellen, ich fahre den auch und da kenne ich auch jemanden, der den fährt. Welchen wollen Sie? Hey, ich habe brutalen Umsatz gemacht. Im Dezember hast du keine Zeit für etwas anderes. Ja gut, okay, das Evangelium verkaufen wir nicht, ich weiss es. Aber Freunde, es ist doch so. Ist doch sehr ähnlich. Wenn du es so mega, jetzt ist fast zu vorgesagt, wenn du es so mega kompliziert machst, oder? Ja, und das und ja, mit diesen 7 Tagen und weiss ich was und die Schöpfung ist vielleicht doch anders und weißt, und die Steine sind so alt und ja, und du findest, wow. Und dann kommt das Nächste. Hat auch mit dem Skiverkauf zu tun. Erzählen und ernten. Könnte sein, dass wir vor lauter Vorsicht unser Gegenüber nicht bedrängen, was gut ist, wenn wir es nicht bedrängen. Aber könnte es sein, dass wir lang vermeiden oder ganz vermeiden, die Entscheidungsfrage zu stellen? Wollen Sie den Ski oder nicht? Das schaust du mir an. Nein, wir verkaufen nicht. Aber könnte es sein, dass wir so wenig erleben, wie Menschen ihr Leben Jesus geben? Könnte es sein? Weil wir, nachdem wir von unserem Glauben erzählt haben, sie fragen, willst du auch mit dem Jesus anfangen zu leben? Willst du auch den Trost haben in dieser schwierigen Zeit, wo du bist? Willst du auch eine Heimat haben in dieser Heimatlosigkeit, wie wir haben vorher gelesen, wo der Mensch steht? Oder mindestens darf ich dir mal mehr erzählen über den Jesus? Weil manchmal geht es uns so, oder? Die Ski stehen alle dort, oder? Sagt der andere, ja, das ist also schon noch, ja, das ist super, oder? Dann denkst du, ja, nicht fragen, will er das will, oder? Ich glaube, wir haben es verstanden. Ich habe ab und zu Hochzeiten und Beerdigungen. Und ich habe mir überlegt, in den letzten Wochen, wenn ich an Hochzeiten und Beerdigungen bin, da kommen oft Menschen zu mir und sagen, wüsste ich gar nie Kirche. Aber wenn ich gewusst, dass Kirche so ist, hahaha. Und dann was sage ich? Danke vielmals fürs Kompliment. Ade. Wieso sage ich nicht, ja, wenn Sie so berührt sind, haben Sie sich mal überlegt, mit dem Jesus anfangen zu leben? Wieso sage ich das nicht? Von jetzt an wird jeder, der so ein Feedback gibt, von mir so eine Frage bekommen. Ja, ich habe es nie gemacht. Wieso nicht? Oder, möchten Sie gerne mehr kennenlernen? Ich weiss, eine coole Kirche. Welcher Bauer tut immer noch säen, aber tut nie ernten? Kennt ihr einen? Der ist schön blöd. Jetzt habe ich einen Einschub. Ich habe am Donnerstag auf den Freitag geträumt. Ich habe mich nicht mit der Predigt befasst. Das habe ich am Montag schon gemacht. Und zwar habe ich an 2 Veranstaltungen je eine Frau getroffen im Traum. Und ich weiss, ich träume oft, aber meistens so mit spät oder schaffe es nicht. Vor der Israel-Reise habe ich wieder irgendwie den Bus nicht gefunden und weiss ich was, schrecklich. Und dann, wenn es ein Traum ist, den ich finde, der könnte von Gott sein, und das ist so einer. Darum erzähle ich ihn euch. 2 Veranstaltungen waren 2 Frauen gewesen. Und sie haben sich geäussert, dass sie ganz, ganz viele Fragen haben. Und ich habe
den Leuten gesagt, die gekommen sind und diesen 2 Frauen, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einmal nicht auf die Fragen ein, zuerst. Sie sind zwar spannend, sie sind zwar gut, sie sind zwar berechtigt, aber zuerst möchte ich euch erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Was er mir bedeutet, wie tragfähig die Nachfolge ist. Weil das Beantworten von Fragen macht euer Herz nicht auf für Jesus. Sondern wenn ihr erfahren von anderen Menschen, wie sie den Glauben erleben, das tragfähig. Und wenn dann nachher ihr 2 Frauen noch Fragen habt, versuche ich darauf einzugehen. Aber ich habe vielleicht ebenso viele Fragen wie ihr auch. Ich habe gedacht, könnte es sein, dass in 2 Veranstaltungen im Livestream die eine Frau sitzt und die andere Frau da in der Parkarena sitzt? Könnte es vielleicht sogar sein, dass es nicht nur 2 Frauen sind, sondern mehr? Dann gilt das Wort dir. Hat Gott mir einen Traum geschickt für dich? Wer weiß? Der nächste Titel heisst «Fenster nicht verpassen». Wir haben da so ein Fenster, oder? Wisst ihr, wir möchten so gern, mindestens ich, die meisten von euch das Evangelium teilen mit anderen Menschen. Und dann gibt es so offene Fenstermomente. Zum Beispiel bei einem Enkel. Oder bei jemandem Erwachsenen. So der Moment, wo man spürt, dass die Frau, der Mann, das Kind Fragen hat. Vielleicht fragt, hast du manchmal auch Angst jetzt? Wie gehst du damit um? Oder wir spüren irgendwo, dass das Fenster offen ist. In unserer Familie gibt es so Fenster, die offen sind. Und meine Frau sagt, jetzt ist so das Fenster offen gewesen. Bist du dann ready? Hast du dann Zeit? Es gibt nichts Wichtiges als das, wenn dein Enkel plötzlich fragt, du Großmami, wie machst du das? Dann musst du alles fallen lassen. Dann ist ja gleich, was mit der Milch passiert, oder? Bist du sensibel genug, dass es noch erwartest, dass jemand so eine Frage stellt überhaupt? Vielleicht denkst du, oh nein. Aber bist du dann ready, wenn das Fenster aufgeht? Das hat mich enorm beschäftigt jetzt. Die Frage, bin ich ready? Hast du es mal aufgeschrieben, oder so, dass es verstanden werden kann? Musst du dann nicht ein Maschinengewehr sein, oder? Bist du dann ready? Bin ich fast am Schluss. Lang haben wir gesagt, VIP-Gebet. Ich habe einen neuen Namen dafür. Gebet für Herzensmenschen. Das finde ich viel besser. Entschuldigung für alle anderen. Für Erika und mich ist jetzt in dieser Serie das Gebet für Menschen, die es Gott aufs Herz legt, viel wichtiger geworden. Unsere Herzensmenschen. Und wenn wir für unsere Herzensmenschen beten, das wiederentdecken, 4 bis 6 Herzensmenschen, dann gibt es einen Mehrfachnutzen daraus. Der erste ist, die Namen prägen sich ein bei uns und wir vergessen sie nicht mehr. Der zweite Nutzen ist, wir kommen vom Herrgott und vom Heiligen Geist Ideen über für Action Steps. Eine Einladung, das Bier, was auch immer. Und drittens, so das Gebet kann der Heilige Geist nutzen, dass das Herz der anderen Menschen parat macht. Für so ein offenes Fenstermoment. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt ist die Zeit. Wir leben in einer Zeit von grosser Verunsicherung, das muss ich nicht auseinanderlegen. In Pakistan hast du wieder keine Regierung mehr, oder? Überall. Gib zu, manchmal macht mir das Angst. Aber dann bin ich froh, dass ich auf dem Boden, auf dem Fels von dem Jesus stehe. Jetzt ist die Zeit. Möchte ich bitten, dass du regelmäßig für 4 bis 6 Herzensmenschen bettest.
Und wenn du keine Beziehungen zu kirchenfernen Menschen hast, dann musst du irgendwo jassen oder irgendetwas machen. Oder in Barien hocken, wie ich es mache. Zweitens, schreib auf, was dir dein Glauben in den Herausforderungen von dieser Zeit bedeutet. Was dein Glaube dir in der Herausforderung von dieser Zeit bedeutet. Und drittens, frag Menschen, was sich beschäftigt. Und dann erzähl, wie du mit dem umgehst. Und dann lass die Ski nicht im Rechen stehen, sondern drück ab und frag, willst du das auch? Vielleicht sagen sie nein. Dann sagst du, okay, wenn du mal so weit bist, ruf mir an. Jetzt kommt noch einer zum Schluss. Ein paar denken jetzt, du kannst gut reden, du kannst nämlich gut reden. Aber jemand hat aber gesagt, wenn Gott durch einen Esel hat können reden, beim Bileam, dann wird er das wohl auch durch dich können. Stehen wir auf zum Gebet. Jesus, ich danke dir, dass das Evangelium teilen, das entfesselte Evangelium teilen, so etwas Cooles ist. Und ich bete für mich, dass ich das nicht wieder verliere, den Gewunder, die Neugier. Ich bete für uns zum Abschluss dieser Serie. Was wäre? Jesus, wenn jedes, was da drin wäre, ja, sag mal jedes Zweit. Nein, jedes. Unser Evangelium teilen. Und jemand fragen, willst du das auch? Willst du Jesus näher kennenlernen? Und Jesus, ich frage, wenn ich im Fall nicht falsch gehört, nicht falsch geträumt habe, dass wenn es 2 so Frauen gibt, eine im Livestream, eine da rein, die so viele Fragen hat, die ihr im Weg stehen, dass sie nicht bei dieser Frage stehen bleiben. Vielleicht sind es auch Männer. Jesus, ich bete, dass sie nicht stehen bleiben bei diesen Fragen, sondern die können kennenlernen durch unser Zeugnis, durch das Zeugnis von der Anwesenheit von diesen Menschen da. Und so können sie Steps machen auf dich zu. Jesus, du sagst ihnen, mit Fragen wirst du nie an mein Herz kommen. Und wenn dir jemand, der gescheiteste Theologieprofessor, alle Fragen beantworten würde, es würde noch nicht dein Herz berühren. Dein Verstand wäre genährt. Und du siehst, wie gewaltig vieles ist. Aber ich bete, dass dein Herz berührt wird. Und ich bete für alle Menschen, die im Livestream sind oder da drinnen sind und ihr Herz noch nicht berührt ist. Du hast es heute gehört. Du kannst es sehen. Und du kannst es anlangen, wenn du Schritt machst auf den Jesus hin. Und jetzt, Heiliger Geist, überlasse ich alles Wirken dir, denn du bist der, der wirkt. Denn ohne dich ist alles nichts. Amen.